Landeshauptstadt und eines der größten Festivals Nordeuropas bei einem atemberaubenden 360-Grad-Rundumweg. Am 23. Juli 1882 starteten 20 Yachten zu einer Regatta, die als erste Kieler-Woche in die Geschichte einging. In diesem Jahr findet sie zum 122. Mal statt. Unmittelbar unterhalb der Aussichtsplattform erhebt sich das Kieler Schloss. Im 13. Jahrhundert, noch die Burg des Kieler Stadtgründers Adolf von Schauenburg, wurde der Bau unter dänischer Herrschaft im 15. Jahrhundert zu einem Schloss umgebaut. Das gesamte Gebäude steht als eine der bedeutendsten Profanbauten Schleswig-Holsteins unter Denkmalschutz. Von unserer Position aus führt die Straße Prinzengarten in Richtung Wasser zum Ostseekai. Aktuell steht dort eine von rund einem Dutzend Bühnen für das ungemischte Rahmenprogramm der Kieler-Woche mit Live-Musik, DJ-Shows und Familienunterhaltungen. Wir haben nun unsere Reisehöhe von über 70 Metern erreicht. Südlich des Kieler Schlosses erstreckt sich mit der Altstadt einer der beiden ältesten Stadtteile Kiels. Der andere ist die Vorstadt, die gleich südlich angrenzt. Im Zentrum der Altstadt erhebt sich die Nikolaikirche mit ihrem markanten Turm am Alten Markt, das älteste erhaltene Gebäude der Stadt. Dem Wasserlauf ins Landesinnere folgend fällt der Blick auf die sogenannte Hörn. Sie ist die Hafenspitze von Kiel. An ihrem Südende steht der Hörn Campus, der während der Kieler Woche gleich mit mehreren Bühnen umbaut ist. Nördlich der Hörn liegt am Ostufer die Werft von HGW. Ihre charakteristischen Portalkräne sind eines der Wahrzeichen von Kiel. Ebenfalls nördlich der Hörn liegt der Norwegenkai und ihm gegenüber, also auf unserer Seite der Förde, der Schwäbenkai. Gemeinsam mit dem Ostseekai bilden diese beiden das Drehkreuz im Handels- und Fährverkehr mit Skandinavien. Das Binnengewässer hinter dem Schwäbenkai und westlich der Altstadt ist der kleine Kiel. An seinem südlichen Ufer steht neben dem Kieler Opernhaus auch das Rathaus von Kiel aus dem Jahr 1911. Dessen Turm ist ein weiteres Wahrzeichen der Stadt. Noch weiter nördlich, jenseits der Mündung des Nord-Ostsee-Kanals, am Ausgang der Kieler Förde, liegt das Olympiazentrum, ein Komplex aus Yachthafen, Wohngebäuden und Geschäften. Gerade während der Kieler Woche kommt dem Yachthafen, dem größten an der deutschen Ostseeküste, als Anlegestelle für beteiligte Segelschiffe eine enorme Bedeutung zu. Irgendein Rossi. An dieser Stelle würden wir Sie gerne auch an unserem nächsten Standort begrüßen. Zwischen dem 2. und dem 24. Juli steht unser City